Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Kunstwerke sind immer auch Zeitzeugen, fokussierend auf das Geschehen und die Zeit, in der sie entstanden sind. Marie-Louise von Motteschitski, hineingeboren in das Wiener Großbürgertum, jüdischer Provenienz, Intellektualität, Neugierde, Interesse an Kunst und Kultur umgeben die junge Marie-Louise, die im zarten Alter von 17 Jahren ihr Studium beginnen wird, und zwar in Frankfurt am Main in der Städelschule auf Einladung von Max Beckmann. Von ihm wird ihr Stil auch sehr geprägt werden und diese Modernität des Selbstporträts, die junge Marie-Louise Motteschitski mit ihren tiefen, dunklen, intensiv uns anblickenden Augen in einer Alltagssituation, den Kamm in der Hand haltend, als würde sie gerade die Morgentoilette betreiben, das Gesicht selbstbewusst, verinnerlicht, zurückgenommen, beweist ein Selbstbewusstsein einer jungen Frau, die um ihr Talent, um ihre Fähigkeiten und um ihre Schicht weiß. Was mitschwingt, ist in diesem Leben der 1906 in Wien geborenen Großbürgerstochter, der Vater Edmund von Motteschitski, die Mutter Henriette von Lieben aus der alten Bankiersfamilie. Was mitschwingt, das sind die politischen Veränderungen und folgenden Verwerfungen. Der Erste Weltkrieg, der erste Massenvernichtungskrieg der Menschheitsgeschichte ist überstanden. Wird der Zweite Weltkrieg die logische Konsequenz dieser Katastrophe, dieses Enthumanisierens der Menschheit darstellen? Marie-Louise von Motteschitski mit ihrem Leben und ihrem künstlerischen Schaffen ist wie ein Konzentrat dieser Gegebenheiten und historischen Ereignisse. Gemeinsam mit ihrer Mutter, der Vater ist sehr früh verstorben, wird sie 1938 aus Wien fliehen müssen. Die Motteschitskis wissen relativ genau, was folgen wird. Und zwar geht es zuallererst einmal in die Niederlande, dann nach London, nach Großbritannien, wo Marie-Louise von Motteschitski dann auch mit ihrer Mutter bleiben wird. Die deutschsprachige, die österreichische Community in London, in dieser wird die modern denkende und von modernen zeitgenössischen Künstlern geprägte Marie-Louise von Motteschitski auch eingebettet sein mit Oskar Kokoschka, der dort in Sicherheit nun mit seiner jungen Frau lebt, aber auch Elias Canetti, der spätere Literaturnobelpreisträger, gehört zu jenem Kreis von Emigranten, die hochintellektuell, neugierig, aufgeschlossen und einem Neuen zugetan sich immer wieder zusammenfinden. Mit Elias Canetti wird sie auch eine Nebenbeziehung haben. Neben seiner Ehe wird Marie-Louise von Motteschitski für ihn eine Inspiration und eine wichtige, bedeutsame Gefährtin sein, die ihm durchaus auch Ideen bringt, und er wird seine Aphorismen der Künstlerfreundin widmen. Marie-Louise von Motteschitski, die in ihren Porträts den Menschen erfasst, so wie sie sich selbst hier ins Zentrum ihrer Beobachtung stellt, kühl, nachdenklich, ruhig und selbstbewusst, wird sie viele Menschen in ihrer Umgebung mit dieser Fähigkeit, hinter die Oberfläche zu blicken und doch so glatt und modern im malerischen Umsetzen mit einem Pinselstrich, der beruhigt und kraftvoll zugleich ist, die Modernität verkörpern. Marie-Louise von Motteschitski ist zwar nie nach Österreich zurückgekehrt, aber wir nutzen diese Künstlerin, um jene bedeutsamen Kapitel in der Menschheitsgeschichte, die sich in der Kunstgeschichte auch manifestieren, immer wieder aufs Neue zu beleuchten. Eine selbstbewusste, eine selbstbestimmte, eine in sich ruhend, sich selbst organisierende Frau, die das Glück hat, zumindest materiell unabhängig zu sein, als Role Model für Frauen, die nicht in Abhängigkeit von einem politischen oder gesellschaftspolitischen Konzept ihr Leben organisieren. Marie-Louise von Motteschitski war auch hineingeboren in ein antifaschistisches Selbstverständnis. Ihr Bruder wird von den Nationalsozialisten ermordet werden, weil er sich gegen dieses Regime engagiert. Und somit haben wir im Belvedere die Chance und Möglichkeit,
mit Biografien und Werken der Künstlerpersönlichkeiten, die von diesem Regime unter Druck gesetzt wurden und in Gefahr gebracht wurden. Viele von ihnen mussten emigrieren, einige von ihnen haben dies nicht überlebt. Glücklicherweise konnte Marie-Louise von Motteschitski mit ihrer Mutter gemeinsam im Exil in Sicherheit leben und war als Kosmopolitin und als eine Vertreterin der Moderne ein ganz wichtig impulsgebender Mensch, der uns aufzeigt, es gilt, den Verwerfungen der Menschheitsgeschichte etwas entgegenzuhalten. Und wenn es Kunstwerke sind, die weit über Generationen hinweg genau diese Geschichtlichkeit verkörpern, haben wir die Chance, uns nicht nur daran zu erfreuen, an ihrem Ausdruck, an ihrer Kraft, an ihrer Aura, sondern auch die Botschaft aufzunehmen, die da bedeutet, wachsam bleiben, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und das politische Geschehen, das uns umgibt, niemals auf die leichte Schulter nehmen. Aber das Bild steht auch für sich und erlaubt uns, diese faszinierende Frau und Künstlerin atmend zu erleben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Belvedere.